Als ich das letzte Mal hier in der FG Embrach war, war es noch am alten Ort. Und ich weiss gar nicht, haben ihr schon mal Gottesdienst gehabt ohne Maske im neuen Zuhause von der Gemeinde? Habt ihr diese Zeit noch erlebt? Also seit ihr da sind, habt ihr jetzt eigentlich immer müssen Rücksicht nehmen auf die Corona-Pandemie. Ist das richtig? Wer hätte gedacht, dass das Coronavirus nach so einer langen Zeit immer noch ein Thema ist? Ein Thema, das uns auch im Alltag bewegt und wo uns vielleicht auch Sorgen bereitet, wenn wir an die Zukunft denken. Corona ist ein Thema, wo die Meinungen extrem auseinandergehen. Die einen finden, dass die Behörden völlig überreagiert haben mit den Massnahmen gegen die Pandemie. Andere die kapseln sich von den Mitmenschen ab, weil sie immer noch Panik haben. Ob jetzt das Virus tödlich ist oder harmlos, wenn eine normale Grippe, Tatsache ist, dass weite Teile von unserer Welt immer noch im Krisenmodus stehen. Das hat es in dem Umfang noch gar nie gegeben. Wir sind alle wahrscheinlich ein bisschen Corona-müde. Corona ist ein Reizwort, das wir kaum noch hören können. Wir alle sehnen uns nach normalen, unkomplizierten Zuständen, wo man den Freunden wieder ohne Maske begegnen kann, wo man wieder ohne Auflagen etwas unternehmen kann und wo man auch umeinander reisen kann, ohne Einschränkungen. Der Franz Hohler ist gefragt worden, was er meint, wie die Menschen auf die Erlebnisse mit dieser Pandemie reagieren. Und er hat Folgendes gemeint: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste tritt nach den meisten Katastrophen ein, der Wunsch, alles hinter sich zu lassen und möglichst schnell zu vergessen. Im aktuellen Fall hoffe ich auf die zweite Möglichkeit. Sie besteht darin, dass wir Konsequenzen ziehen und uns Gedanken über die Art unseres Weiterlebens machen. Ich finde das ein bemerkenswerter Gedanke. Mir wäre es auch gleich, wenn das endlich mal vorbei wäre. Aber ich finde, nach dieser lang anhaltenden Krise ist es höchste Zeit, dass wir uns endlich auch fragen, was eigentlich Gott da dazu zu sagen hat. Hat er uns das Virus geschickt? Oder hat er überhaupt etwas zu tun damit? Hat sich das Virus verbreitet, weil wir Menschen nicht richtig umgegangen sind mit tierischen Produkten? Oder ist womöglich doch in einem Labor etwas schiefgelaufen? Es gibt keine Antwort auf diese Frage, weil wir sie einfach nicht wissen. Und es kommt auch nicht darauf an, wo die Ursache ist. Die Tatsache ist, dass die Krise vorhanden ist und dass wir versuchen müssen, richtig damit umzugehen. Ich bin überzeugt, dass die Pandemie nicht an Gott vorbeigeht, ohne dass er etwas zu sagen hat dazu. Schließlich ist das ein Zustand, der uns alle betrifft, die ganze Welt. Ist die Pandemie vielleicht doch ein Weckruf von Gott? Möchte Gott jeden Einzelnen von uns ansprechen oder vielleicht sogar aufrütteln? Es wäre nicht das erste Mal, dass Gott so eine Krisensituation dazu braucht, um uns Menschen und speziell vielleicht auch uns Gläubige anzusprechen. Ich lese jetzt einen Predigtext aus Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an: Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nichts zu fürchten. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu.
Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus und seine Jünger haben einen anstrengenden Tag hinter sich. Der Abschnitt vor unserem Predigtext steht, der erzählt das Wunder von der Brotvermehrung. Das Wunder hat Jesus in der Nähe von Bethsaida vollbracht. Bethsaida liegt am Nordostufer vom See Genezareth. Da hat Jesus ja 5 Brot und 2 Fische so vermehrt, dass 5000 Männer plus ein Haufen Frauen und Kinder genug zu essen hatten. Und am Schluss sind erst noch 12 Körbe übrig geblieben. Also ein Riesenwunder. In der Zwischenzeit ist es aber Abend geworden und es hat bereits angefangen zu dunkeln. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sie sollen den vorausgehen aufs Schiff und heimzufahren auf Kapernaum. Er selber, Jesus, ist zurückgeblieben und ist auf den Berg gestiegen, um zu beten. Die Jünger sind also ins Boot gestiegen und haben sich auf den Heimweg gemacht. Bethsaida liegt keine 10 Kilometer von Kapernaum weg. Also mit dem Schiff würde man das normalerweise in einer guten Stunde schaffen. Vermutlich ist aber schon bald einmal ein heftiger Gegenwind aufgekommen und aus dem Gegenwind ist so ein richtiger Sturm entstanden. Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Der Sturm, der ist nicht lebensbedrohend gewesen, aber einfach ungemütlich und lästig. Die Jünger haben gegen den Wind und auch gegen die Wellen müssen ankämpfen. Segel haben sie nicht können setzen, also haben sie müssen rudern. Und in der Zwischenzeit ist es dunkle Nacht geworden. Das Ufer haben schon längstens aus den Augen aus verloren. Und durch den Wind ist das Schiff also in eine richtige Strömung geraten, in eine Gegenströmung, sodass sie gar nicht vorwärts gekommen sind. Vermutlich sind sie immer mehr in die Seemitte abgedriftet. Sie haben gerudert und sind nicht vorwärts gekommen. Die Jünger ist es vorgekommen, wie wenn sie auf dem offenen Meer wären. Stunde um Stunde ist vergangen und sie sind nicht ans Ufer gekommen. Der Anfang vom Vers 25 steht in der Luther-Übersetzung so übersetzt, aber in der 4. Nachtwache. Da haben wir so eine ungefähre Zeitangabe. Nacht ist zur Zeit von Jesus in 4 dreistündige Abschnitte aufgeteilt gewesen. Vom Abend um 6 bis um 9, vom 9 bis Mitternacht, Mitternacht bis morgen um 3 und die 4. Nachtwache ist vom Morgen um 3 bis um 6 gegangen. Das heisst, dass die Jünger schon mehr als 6 Stunden am Rudern sind und nicht ans Ufer gekommen sind. Was ist euch diesen Jüngern in dieser langen Zeit so alles durch den Kopf gegangen? Am Anfang haben sie vermutlich immer noch an dem Wunder herumstudiert, wo sie am späteren Nachmittag mit Jesus erlebt haben, wo Jesus die Brot und die Fische so vermehrt hat, dass die Tausende von Leuten genug zu essen hatten. Sie haben jetzt noch gestaunt, was ihrem Meister da wieder für ein Wunder da hat. Aber was sie am meisten gefreut hat, sie selber sind ein Teil von dem Wunder gewesen. Sie sind die, die Brot und Fisch den Leuten verteilen konnten. Also eine Zeit lang sind sie sicher noch in einer richtigen Hochstimmung gewesen. Mit der Zeit aber, wo 1 Stunde um die andere vergangen ist, sind sie vermutlich dann mit der Zeit schon ein bisschen ungeduldig geworden. Vielleicht sind dann schon so Gedanken aufgekommen wie, wenn doch Jesus nur mit uns aufs Schiff gekommen wäre. Oder jetzt, wo wir Jesus am meisten nötig hätten, ist er nicht da. Wenn Jesus wüsste, in was für eine ungemütliche Situation dass wir geraten sind. Aber im Vers 25 steht jetzt so ganz nüchtern, wie wenn das Normalste wäre von der ganzen Welt.
Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Es lohnt sich, sich in die Situation jetzt zu denken. Wie ging es uns, wenn wir mitten in der dunklen Nacht mit dem Schiff in einen Sturm geraten würden und wir gesagt hätten, wenn eine menschliche Gestalt auf dem Wasser auf uns zulaufen würde? Dann meinst du, du spinnst. Oder hast Halluzinationen. Oder eben, gesagt ist ein Gespenst. So ist der Jünger gegangen. Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus hat sich ihnen gerade zu erkennen gegeben, Vers 27. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich hätte gern die Gesichter der Jünger gesehen. Stuchenbleich und starr vor Schreck sind die Jünger in dem Boot gesessen und haben auf die wandelnde Gestalt auf dem Wasser rausgeschaut. Sie sind sich ja einiges gewöhnt von Jesus. Aber dass er jetzt auch noch auf dem Wasser laufen kann, das hat es fast nicht fassen. Wie ist das nun möglich? Mit weit aufgerissenen Augen haben sie Jesus entgegengestarrt. Er hat keinen mehr gerudert, keinen mehr auf den Sturm geachtet, keinen mehr ein Wort gesagt. Die mühsame Schifffahrt durch den Sturm erinnert mich an unsere Corona-Pandemie. Die 12 Jünger sind in ihrem Schiff so richtig gehend in dem Sturm gefangen gewesen. Was sonst in einer guten Stunde zu arbeiten gewesen wäre, ist jetzt zu einem stundenlangen Albtraum geworden. Es hat nichts anderes gegeben, als einfach durchzuheben und weiter zu rudern. Die Jünger haben sich von Jesus so richtig im Stich gelassen gefühlt. Jetzt, wo sie ihn am nötigsten hätten, ist er nicht da. Ist es uns während dem Lockdown oder überhaupt immer noch nicht genau gleich gegangen und geht immer noch so, dass wir uns nach einem Ende von dem Albtraum, von dieser Pandemie sehnen. Weg von dem Albtraum zurück in normale Zustände. Es gibt nichts anderes, als einfach durchzuheben und darauf zu hoffen, dass Gott endlich eingreift und dem Ganzen ein Ende setzt. Und vielleicht haben wir uns ja auch schon gefragt, oder immer wieder, wo denn in dem Innen eigentlich Gott ist. Auch das Markus-Evangelium berichtet von dieser Bootfahrt, wo Jesus dann auf dem Wasser zum Boot anzulaufen gekommen ist. Und in dieser Version bei Markus stehen noch zwei ganz interessante Details, die bei Matthäus nicht erwähnt werden. Ich lese Markus 6, 47 und 48. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen, er ging auf dem See, und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Da steht, dass Jesus, obwohl er noch auf dem Berg oben ist und betet, sieht, wie es seinen Jüngern auf dem See untergeht. Jesus ist offenbar jederzeit im Bild, wie es seinen Jüngern geht. Obwohl es stockdunkle Nacht ist und er Kilometer weiter weg ist, sieht er ganz genau, wie seine Jünger gegen den Sturm ankämpfen müssen. Gut, Jesus lässt sich da gerade ein bisschen Zeit, bis er endlich eingreift. Aber offenbar weiss er, wann die optimale Zeit ist, zum Eingreifen. Und das ist etwas, das uns Mut machen sollte. Nämlich, dass Jesus über seine Jünger informiert ist. Das gilt bis heute. Allen denen, die Jesus kennen und ihn bewusst als Herr ins Leben aufgenommen haben, gilt der Zuspruch, dass Jesus Anteil nimmt an ihrem Leben. Im letzten Vers vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus zu allen, die ihm nachfolgen wollen: Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und das können wir wörtlich nehmen. Jesus weiß nicht nur Bescheid über alles, was uns im Leben so begegnet. Er ist uns so nahe, dass er auch jederzeit eingreifen kann. Und wenn wir an Jesus glauben, dann gehört das zu unserem Glauben dazu, nämlich dass wir überzeugt sind,
und wissen, dass uns Jesus auch in einer Notsituation nicht allein lässt. Schauen wir noch das zweite Detail an, wo bei Markus steht, wo bei Matthäus nicht erwähnt wird, wo es da im letzten Teil heißt: Und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Jesus ist nicht direkt aufs Schiff zugelaufen, sondern es hat das aussehen, wie wenn er am Schiff vorbeigehen. Eigenartig, oder? Dass Jesus am Schiff vorbeilaufen wollte, zeigt uns, dass sich Jesus uns nicht aufdrängt. Jesus kommt so nah ans Schiff heran, dass ihn seine Jünger sehen. Aber Jesus überlässt den Jüngern, wie sie auf die Begegnung mit ihm reagieren wollen. Man kann sich ja fragen, was können denn jetzt die Jünger in ihrer Situation von Jesus erwarten, jetzt wo er zu ihnen gekommen ist? Die Jünger könnten sich einfach darüber freuen, dass er sie in dem Sturm nicht allein lässt. Schon einfach seine Anwesenheit gibt ihnen ein gutes Gefühl, eine gewisse Sicherheit. Und dann könnte Jesus die Jünger ja auch ein bisschen unterstützen, zum Beispiel sie beim Rudern ablösen. Auch das gäbe einfach ein gutes Gefühl. Der Petrus, er scheint noch eine andere Erwartung zu haben an Jesus. Vers 28. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ich habe mich gefragt, was eigentlich der Petrus dazu getrieben hat, dass er auf dem Wasser hat wollte, zu Jesus anlaufen. Ich meine, das ist aus menschlicher Sicht eine total gesponnene Idee. Ich glaube, dass der Petrus ganz einfach die Nase voll hat von dem Sturm. Und er hat gesehen, dass Jesus im Begriff ist, am Schiff vorbeizulaufen. Um Jesus aufzuhalten, dass er eben nicht vorbeiläuft und einfach wieder verschwindet, hat jetzt etwas passieren. Sonst ist die Chance vorbei und sie wären wieder in dem Albtraum, in dem Sturm gefangen wie vorher. Der Petrus hat realisiert, dass die Lösung für ihrem Problem bei Jesus liegt. Und er wollte aus dem Sturm rausflüchten zu Jesus an. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Petrus sich völlig bewusst war, auf was er sich da einlädt. Vers 29. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus, auf Jesus zu. Es lohnt sich, genauer darüber nachzudenken, was der Petrus da genau gemacht hat. Man muss sich das mal vorstellen, wenn ihr in dieser Lage wäret. Was ist das für ein besonderer Moment gewesen, wo der Petrus sein eine Bein über die Bordwand geschwungen hat und seinen Fuß vorsichtig aufs Wasser aufgesetzt hat? Was für eine Spannung, wo er jetzt mit seinem Fuß Wasser berührt hat. Spürt er jetzt Widerstand? Oder taucht sein Fuß einfach unter im Wasser? Und was für ein triumphales Gefühl, wo er merkt, dass das Wasser wirklich trägt. Jetzt stellt er den zweiten Fuß aufs Wasser. Und indem er seine Hände von der Bordwand löst, gibt er seine letzte Sicherheit auf und steht voll auf dem Wasser. Dann macht er einen ersten Schritt und dann einen zweiten. Und dann stellt er fest, dass das Wasser tatsächlich trägt, dass er nicht untergeht. Was muss das für ein unglaubliches Gefühl sein? Wir wissen nicht, wie weit der Petrus tatsächlich auf dem Wasser gelaufen ist. Aber die Tatsache ist, dass er mindestens eine kurze Strecke auf dem Wasser zurückgelegt hat. Die Wuppertaler Studienbibel übersetzt den Vers 29. Und Petrus kam zu Jesus hin. Der Petrus hat also tatsächlich eine gewisse Strecke auf dem Wasser zurückgelegt. Ob er sich im Moment bewusst war, was er da genau macht, bezweifle ich. Er war selber so fasziniert, dass er auf dem Wasser laufen kann, dass der Sturm völlig in den Hintergrund getreten ist. Aber kaum ist er bei Jesus angekommen, hat er realisiert, dass er da in einem Sturm ist und dass eine riesige Wasserwelle auf ihn zustürzt.
Vers 30 und 31. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubig, sagte er, warum hast du gezweifelt? Jetzt hat doch der Petrus etwas so Einzigartiges erlebt und versagt er so kläglich. Im gleichen Moment, wo er Jesus zu den Augen auslässt, realisiert er, dass da ein Sturm ist und dass die Wellen auf ihn zustürzen und gleichzeitig versinkt er im Wasser. Ist jetzt der Petrus ein Versager? Nein, der Petrus hat Mut bewiesen und auch einen riesengroßen Glauben. Die wahren Versager, das sind die 11 Jünger,